Hallo zusammen! Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Video für die diesjährigen NYX Face Awards. Bei meinem Look habe ich damit angefangen, dass ich einfach schwarzen, ganz normalen Fimo genommen habe, den ausgerollt habe, abgeschnitten habe und nachher so eine kleine Einkerbung gemacht, für das halt einfach die Bienenform entsteht, das halt so nach einem Kopf und nach einem Körper aussieht. Weitergefahren habe ich nachher mit dem Körper der Bienen dann einfach gelben Fimo genommen, den ausgerollt und einfach um das Schwarze drum gewickelt. Weitergemacht habe ich nachher, indem ich mir Latexpasta angemischt habe, das auf mein Facecast gegeben und einfach so lange verstrichen habe mit dem Löffel mit meinen Hängen, bis ich die Form bekommen, die mir gefallen hat. Dann habe ich eine ganz normale Schraube genommen, die einfach immer reindrückt, damit ich halt die typische Form von einer Bienenwabe bekomme. Zwischendurch habe ich es auch noch mit dem Föhn getrocknet, weil es halt einfach noch so wie zu nass war, für das die Form ist geblieben. Anschliessend habe ich alles schön abpudert und vorsichtig losgelöst. Auch dort ist wichtig, dass man wirklich immer schön viel Puder her tut, dass halt das Latex nicht aneinander klebt. Nachher habe ich das Überschüssige abgeschnitten und einfach halt so lange umgeschnipselt, bis mir die Form hat gefallen. Dass der Fimo trocknet, habe ich es selbstverständlich, so wie vorgegeben, in den Backofen da. Wo es trocken war, habe ich es rausgenommen und mit einem wasserfesten Filzstift habe ich bei allen Bienen einfach so Kreise drumherum gemacht, dass halt einfach das typische Bienenaussehen entsteht. Damit die Bienen noch realistischer wirken, habe ich aus einem ganz normalen Mäppli Flügel ausgeschnitten und die mit Latex am Bienen angemacht. Jetzt habe ich angefangen, meine Bienenwaben anzumalen. Für das habe ich gelbe, wasseraktivierte Farbe genommen. Da es jedoch nicht so deckend war, wie ich es mir gewünscht habe, musste ich mehrere Schichten von dem machen. Schlussendlich habe ich aber gemerkt, dass es mit der wasseraktivierten Farbe nicht so gäbig ist. Wegen dem habe ich nachher einfach Cremefarbe genommen. Jetzt in diesem Fall hier braun. Mit dem habe ich einfach alle Löcher so ein bisschen vertieft. Und ehrlich gesagt hatte ich nicht wirklich einen Plan, wie ich das Ganze ausmalen will. Ich habe wirklich einfach immer so wieder ein bisschen mit braun, mit gelb, mit orange und noch mit schwarz. Einfach wirklich so ein bisschen Schichten über Schichten da, bis ich ein Ergebnis hatte, das mir gefallen hat. Als ich mit dem Ganzen eigentlich zufrieden war, habe ich noch mit einem Schwamm goldige Farbe drüber da, halt einfach, dass das Ganze nicht so matt wirkt, sondern mehr realistisch. Jetzt geht es auch los mit dem Gesicht. Da habe ich zuerst Concealer genommen, um mein Lid darauf zu vorbereiten. Nachher habe ich alles mit dem Beauty Blender schön eingearbeitet, mit Puder fixiert und dann habe ich angefangen mit Brauntönen meine Lidfalten zu verdunkeln. Auf mein bewegliches Lid habe ich schwarze Lidschatten aufgetragen und da ich wollte, dass ein schöner Übergang entsteht, habe ich eigentlich immer wieder verblendet mit braunem Lidschatten und wieder schwarz aufgetragen, bis ich mit dem Ergebnis zufrieden war. Als nächstes habe ich mir einen Eyeliner gezogen mit dem NYX Professional Make-up Vivid Brights Eyeliner in der Farbe Vivid Halo. Um definierte Augenbrauen zu bekommen, habe ich sie hinten mit der Augenbrauenpomade ausgemalt und vorne von NYX Professional Make-up der Micro Brow Pencil in der Farbe Espresso benutzt. Für meine Wimpern habe ich die Worth the Hype Mascara von NYX Professional Make-up genommen und nachher habe ich Wimpern angeklebt. Das sind übrigens die Moves, die ich mache, wenn ich Musik hören bin und muss warten, bis der Wimpernleim trocken ist. Da ja meine Augenbrauenhaare nachher überklebt sind, wollte ich natürlich nicht, dass ich die Haare verliere. Wegen dem habe ich alle mit Leimstift schön gegen geklebt. Und nachher habe ich die auch schon meine Bienenwaben mit ganz viel Latex angeklebt. Um einen schönen Übergang zu kreieren von meiner Haut zur Bienenwabe, habe ich mit Weichplastik so eine Art Rollen gemacht und das einfach schön hergedrückt. Dass es besser ist gegangen zum Ausblenden, habe ich nachher auch noch so ein bisschen Öl an meine Finger getan.
Damit der Wabeneffekt auf dem Plastik sichtbar ist, habe ich zuerst mit einem Stift die Löcher sozusagen wieder reingedrückt. Jedoch habe ich gemerkt, dass es nicht so gäbig geht mit dem. Wegen dem habe ich nachher echt mit einem Wattestäbchen weitergemacht und das ist eigentlich problemlos gegangen. Um alles farblich anzupassen, habe ich auch hier wieder gelbe Cremefarbe genommen, anschliessend braune Cremefarbe, um alle Löcher zu vertiefen. Und auch hier habe ich wirklich einfach immer wieder so ein bisschen mit den gleichen Tönen alles angemalt, bis es einfach genau gleich ist geworden wie das Innere der Bienenwabe. Damit mein Gesicht mehr ebenmäßig aussieht, habe ich NYX Total Control Drop Foundation verwendet. Nachher habe ich Concealer genommen und die Augenringe verschwinden lassen, habe alles mit Puder abpudert und schlussendlich noch mein Gesicht konturiert. An meinem Unterwimpernkranz habe ich noch gelben Lidschatten aufgetragen und um meinem ganzen Gesicht noch einen Glow zu verleihen, habe ich von NYX Professional Make-up die Born to Glow Highlighting Palette genommen. Für meine Lippen habe ich einen ganz normalen schwarzen Lippenstift genommen und zum Schluss habe ich noch meine Bienen mit Latex an mein Gesicht aufgeklebt. Für einen Honigeffekt habe ich Haargel mit ganz normaler Lebensmittelfarbe vermischt. Danke vielmals fürs Zuschauen und jetzt hoffe ich natürlich sehr, dass euch mein Video und vor allem mein Look gefallen hat. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen!